Das ist eigentlich wie ein Navigationssystem. Wenn man im Navi Zürich eingibt, dann kommt man den schnellsten Weg über. Und wenn man in seinem Leben weiß, was man will, dann ist man auch auf dem Weg. Oder das Leben bringt dann eigentlich mehr Möglichkeiten, wo mit dem im Einklang sind, mit dem Ziel. Oder? Dann hast, wenn du sagen, wir, das Ziel hast, ich will in die Ferien, dass du dann immer mehr Möglichkeiten siehst, wie jemand. Also es kann sein, dass er dann plötzlich jemand, etwas in die Hand drückt, ein Prospekt, oder, wo du siehst, ah, da könnte ich hin. Dann hast du nachher die nächste Destination und dann weißt du, okay, ich möchte jetzt eigentlich nach Spanien. Zuerst war die Idee, ich will Ferien. Dann kommt vielleicht, aha, Spanien. Nachher wirst du plötzlich einen Flug sehen, oder? Das heißt, wenn du dein Ziel eingibst, dann hast du wie, filterst du wie mehr, in deinem Leben filtert es mehr, wo mit dem im Einklang sind, wo du hin willst, oder? Und was der Mensch hauptsächlich weiß, ist, was er nicht will. Und auch das ist eine Zieleingabe, oder? Das heißt, wenn ich weiß, ich will das nicht, dann finde ich das auch immer mehr Gründe, dass ich das nicht will, weil das Leben tut dich einfach so nehmen, wie du willst, oder? Es sagt nicht, okay, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, sondern es ist nicht unmoralisch das falsche Wort, ich finde das Wort nicht. Äh, Es tut nicht werten, so wie es der Mensch macht, sondern es gibt dir das, was du willst, oder? Wenn du sagst, ja, ich will das nicht, ist es gleich auch ein Ziel, das du eingibst. Und viele sind eben planlos, sie wissen nicht, was sie wollen. Oder wenn sie dann wüssten, so, ja, eigentlich möchte ich gerne Ferien, aber dann, ja, okay, ich habe keine Ferien mehr, ich habe kein Geld, ich habe kein Ding. Und dann tut man es eigentlich schon wieder abstreiten, oder? Man weiß eigentlich, was man nicht will, viel mehr, was man nicht will, wie was man will. Und da habe ich dann einfach erzählt, wie wichtig das es ist, dass man in seinem Leben weiß, was man will. Oder dass man einfach einmal weiß, was man will, dass man herausfindet, was will ich eigentlich? Weil das ist dann also das Endziel, das man eingibt. Und der Weg dorthin wird sich dann ergeben. Oder? Das kann sein, dass du dann am Morgen das Telefon bekommst und läutet dir jemand an und sagt, hey, ich gehe in die Ferien, ich habe 2 Tickets gewonnen, kommst du mit? Oder so Sachen haben wir sich auch schon erlebt. Aber ich dachte, hey, jetzt habe ich gestern gedacht, ich will das und heute erlebe ich das. Oder? Und wir haben halt einfach durch unseren Alltag, weil der so voll ist, gar keine Zeit zum Überlegen. Und ich merke es bei mir selber. Ich finde oder jetzt, wenn wir gerade ein Beispiel machen mit der Zora und mir. Zora tut sich Sachen, die sie will, anfangen zu überlegen und zum Beispiel im Internet schon in den Warenkorb. Das heißt, sie weiß schon, was sie möchte, oder? Sie braucht eine neue Pfanne, sie braucht so neu. Und bei mir ist es so, okay, ja, solange ich das Geld ja nicht habe, oder? Muss ich nicht nachschauen. Aber auch da, ich müsste eigentlich mich damit beschäftigen, was ich will. Oder mir ist auch bewusst, aber das Umsetzen ist immer noch das andere, aber es ist dann auch, dass man wirklich weiß, was man will und das wird dann den Weg finden, oder? Und ja, ein bisschen weg von dem, was man nicht will. Nicht, dass man sich immer wieder sagt, oh nein, das ist jetzt nicht gut und das ist nicht gut. Ja, ja, wenn ich in meinem Leben zurückschaue, ist es eigentlich auch immer so, oder? Je bewusster, dass man das beobachtet oder eben, dass man auch mal weiß, dass die Möglichkeit gibt oder eben auch mit dem Selbstgespräch, dass man wirklich überlegt, so, ui, was rede ich den ganzen Tag? Was sage ich mir den ganzen Tag? Und dann mal schaut, okay, das sage ich mir den ganzen Tag und das erlebe ich. Das heißt, mit seinem Selbstgespräch tut man eigentlich die Ursache setzen, was man erlebt. Und das Erlebte, wenn man Sachen, die man halt schon öfters erlebt, denkt man nicht danach, das ist wegen dem Denken, sondern ja, ich habe es ja schon immer so erlebt. Oder? Aber man hat ja auch noch nie anders gedacht über das Thema, oder? Und dann mal anfangen, anders über das Thema nachzudenken und dann auch schauen, eben, wie man es erlebt.